Das hat mich so, for real, so angeschissen, um dann wieder heimzugehen. Zu wissen, ich muss jetzt wieder Content machen und ich muss wieder in mein altes Leben. Und dort hatte ich halt schon for real so einen Struggle gehabt von, sollte ich jetzt aufhören und einfach alles über Bord schmeißen. So, guten Morgen. Ich muss in meinem Boden hocken, wenn ich da in Montreux bin, weil ich habe nur ein Licht und so. Das Fenster. Egal, für euch hocke ich natürlich gerne am Boden. Vor allem, es ist fucking unangenehm, weil ich bin im Erdgeschoss und da links hat es so ein Sushi-Restaurant und die dann immer da vorne hin und her laufen und schauen so rein. Egal, für euch mache ich alles. Was war die beste Entscheidung vor deinem Leben gewesen? Es gibt mehrere. Nein, eigentlich, meine beste Entscheidung war, mit Social Media anzufangen. Aber es wäre jetzt boring zu sagen, glaube ich, weil es ist obvious. Oder ist das obvious? Ich weiß nicht. Doch, nein, eigentlich nicht. Es ist schon eine sehr geile Entscheidung gewesen, weil es ist immer das gewesen, was ich machen wollte. Und es hat halt verdammt mein Leben verändert, dass ich schon den Junk kennengelernt. Aber was ich halt sonst noch sagen ist, dass ich ein Zwischenjahr gemacht habe. Das war crazy gewesen. Und hat mein Leben komplett verändert. Ich glaube, hätte ich instant nach dem Gimmi angefangen zu studieren, dann wäre ich komplett durchgedreht. Darum, ich kann jedem anraten, macht das Zwischenjahr. Ich habe ja in meinem Podcast darüber geredet, dass ich eine ganze Podcast-Folge mit meiner Schwester damals gemacht habe. Also für die, die es noch nicht gelost haben, hört vorbei. Allgemein, ich habe gerade easy Freude, dass der Podcast bei euch so gut ankommt. Und für all die cute Nachrichten. Das ist richtig süß. Kuss. Das war jetzt keine weird. Was regt dich in Montreux richtig auf? Für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich bin in der Sprachaufenthalt für 7 Wochen in Montreux und lerne Französisch da. Und es fuckt mich richtig ab, dass die ganze Zeit so scheiß Wetter ist. Es schifft die ganze Zeit. Aber ich bin ja von den Jahren schon in Montreux und ich sehe da Flashbacks, wenn ich da mit kurzen Höschen in die Schule gehe. Regen ist cool, aber nicht immer. Und es macht mir schlechte Laune und es demotiviert. Was ist das Peinlichste, was dir in der Schule passiert ist? PS liebt die Videos. Kuss, Dankeschön. Das Peinlichste. Bro, es gibt viele peinliche Stories. Eins, was mir gerade in den Sinn kommt, ist, dass meine Hose gerissen ist. Also so da schön zwischen meine Beine. Vor allem, wir haben so einen Schaden gelacht, weil wir genau dann in Deutsch einen Text lesen, der heisst «Das Loch». Ah nein, es gibt ja noch viel peinlichere. Mein Crush hat mir meine Hose runtergelassen, vor der ganzen Klasse. Das war bitter. Ja, grüß kennt raus. Was haltest du von Air-Up? Die Frage habe ich dich selber gestellt. Nein, for real, ich finde es wirklich richtig nice, dass ich mit denen zusammen arbeiten kann, weil ich habe, glaube ich, no joke noch nie ein Glas dort hinten genommen. Falls du noch nicht weißt, wie man Air-Up benutzt, ich glaube, das hat mittlerweile jeder schon mitbekommen, oder? Egal, falls! Dann tun wir sie füllen mit Wasser und dann kann man einen Pot drauf tun. Meine Homies von Air-Up haben mir Lavendel Lemonade zugeschickt. Habe ich noch nie probiert. Komm später raus hier. Oh. Und dann kannst du ihn einfach drauf tun. Vor allem das Geile ist, du trinkst Wasser, aber dein Kopf denkt, das ist kein Wasser, weil mit dem Pot denkst du, es ist kein Wasser, sondern Lavendel Lemonade. Taste test. Digga, das verwirrt mich jedes Mal. Darum, falls ihr auch healthy stayet wollt, ich habe Englisch verlernt, dass ich da bin, merke ich. Könnt ihr auch so einen Bottle bestellen. Kuss so Air-Up, wo das Video speiset. Gibt es Sachen in deinem Leben... Ach, wer hupt da draussen, Kollege, Alter? Gibt es Sachen in deinem Leben, die du bereut hast? Also grundsätzlich bereut man ja nichts in seinem Leben, weil aus allen Fehlern lernt man. Aber doch, es gibt safe Sachen, die ich bereue. Ich habe mal so mit einem Dude was gehabt und ich habe irgendwie zu spät gemerkt, dass es kein Match ist und dass ich nicht in Love bin. Ja, und dann habe ich irgendwie so aus Versehen sein Herz gebrochen. Hätte nicht müssen passieren, sagen wir es so. Aber ich glaube, mittlerweile ist er darüber hinweggekommen. Hoffe ich. Und sonst... Sorry. Was ist deine grösste Red Flag? Digga, wenn jemand so richtig heftig eifersüchtig ist, ich glaube, dann würde ich straight einen Abgang machen, egal wie hübsch die Person ist oder wie lustig. Ich weiss nicht, eine Beziehung ist im Leben ja eigentlich so das Plus und wenn halt ein Dude kommt, der mich einschränkt, dann würde ich sagen, nee, mies, kein Bock. Also so ein bisschen ist okay, aber ich glaube, sobald es so in die toxische Eifersucht geht, dass er nachher sagt, nein, du darfst nicht in den Club gehen, nicht als Männer, die sind böse. Jetzt kommt wieder jemand in den Cringe, Bro. Nein, schau mich nicht an. Ich habe das Fenster offen. Oh. Ich lege das auf meinen Boden, Bro. Film mich und für Selbstgespräche, das Gefühl kann schaden. Freust du dich aufs Studium? Ja, eigentlich schon. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich fange im September an zu studieren und zwar an der ZHDK, Cast Audiovisual Media. Und ich freue mich eigentlich easy fest, aber ich habe ein bisschen Angst, weil es wird halt eine komplette Umstellung. Also im Ernst, ich bin ja jetzt selbstständig, schon jetzt 2 Jahre und das sagt ja eigentlich nur schon im Wort, ich kann selber entscheiden, wann ich arbeite, wenn ich was mache. Und ich bin ja in dem Sinne mein eigener Chef und ich glaube, es wird wieder easy, gewöhnungsbedürftig. Plötzlich wieder einen Chef zu haben, so klar, sie sind ein Lehrer und du bist ja gleich irgendwo selbstständig. Aber es wird gleich etwas anderes. Plus ich habe auch easy Angst, dass ich nicht alles unter einen Hut bekomme, so mit Selbstständigkeit plus dann ein Studium. Weil ich merke halt zum Beispiel nur schon jetzt hier in Montreux ist es recht stressig, sage ich mal. Auch wenn ich jetzt hier vom Morgen bis am Nachmittag um 2 Schule habe und dann halt am Nachmittag den ganzen Rest mache, ist schon recht stressig. Aber ja, ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ich das Ganze kombinieren kann, weil es ist ja ein Studiengang, der mit Social Media zu tun hat. Und es könnte ja auch im Gegenteil eigentlich voll cool sein, dass ich dann ein mega crazy Projekt machen kann und die kann auf YouTube aufladen oder irgendwie so. Also dass ich das mit euch
bisschen sharen kann. Ja, darum sind so gemischte Gefühle, aber grundsätzlich freue ich mich eigentlich mega. Was macht dich momentan am meisten glücklich? Im Fall gerade jetzt, momentan, seit ich da im Sprachaufenthalt bin, macht es mich easy glücklich, zum einfach alleine sein. Es ist mega blöd. Und ich finde es crazy, dass das nach 5 Wochen immer noch der Fall ist. Aber ich glaube, ich bin so ein kleiner Introvert geworden, seit ich da bin. Ich kenne mich sonst so gar nicht. Aber ich merke, dass ich mega viel Zeit so gerade für mich brauche, um so Energy tanken und einfach gerne so alleine bin. Ich habe gar nicht so das Bedürfnis, um jetzt immer Menschen um mich herum zu haben. So das alleine wohnen, mal alleine spazieren, einfach so viel Me-Time haben. Genieße ich irgendwie richtig. Hast du mal jemanden geküsst und dann müssen kotzen, so im Ausgang? So jetzt noch nie, wirklich. Aber ich habe schon mal einen Dude im Ausgang geküsst und der hat richtig so nach Erdnussbutter geschmeckt. Und es war eigentlich nicht so geil, weil ich bin auch allergisch auf Erdnüsse. Und es war dann so ein bisschen weird. Und dann war irgendwie der ganze Kuss auch weird. Ja, ist jetzt auch nicht so eine nice Erfahrung. Aber ich habe immerhin nicht gekotzt. Und ich habe jetzt auch keine allergische Reaktion darauf gehabt. Von dem her, oh nein, Spinne. Oh nein, das ist nur eine Fliege. Das ist der einzige Scheiß Leid. Wenn eine Spinne da drin ist, ich werde einfach sterben und ausziehen. Ich kann nichts machen, ich kann keinen Menschen reinholen, der mir eine Spinne rausbringt. Ach komm, Bre, mach einen Abgang, jetzt wirklich. Hast du mal überlegt, mit Social Media aufzuhören? Finde ich eine spannende Frage, weil ich glaube, als ich früher die Frage so reingenommen habe, ist mir jedes Mal gestellt worden. Und ich habe so gesagt, nein, ich finde es mega cool und so. Aber ich muss sagen, gerade im November letztes Jahr habe ich schon mit dem Gedanken gespielt. Aber es war ja gerade der nach meinem Sprachaufenthalt in Lyon, wo ich das erste Mal eigentlich so richtig eine Auszeit genommen von Social Media, mal 2 Wochen einfach nichts gefühlt postet. Mit dem Kopf auch nicht auf Social Media gewesen, weil das ist so das, was man vielleicht, wenn man kein Social Media macht, nicht so ganz sieht. Wenn man halt Social Media macht, dann ist man halt die ganze Zeit 24/7 damit beschäftigt von «Oh, was könnte ich da für Content machen?» und «Wäre das spannend?» und «Oh mein Gott, ich muss noch etwas posten» und die Zahlen sind die ganze Zeit im Kopf und «Ah, das Video ist mal scheiße angekommen, warum?» und Selbstzweifel. Also es ist wirklich sehr nervenaufwendig. Und wenn du das mal nicht mehr hast und mal einfach Zeit geniessest und abschaltest, was ich halt im November gemacht habe, hat schon was mit mir gemacht. Und ich bin halt so happy in dieser Zeit. Also ich habe so Zeit dort genossen und es hat mich so for real so angeschissen, um dann wieder heimzugehen, zu wissen, ich muss jetzt wieder Content machen und ich muss wieder in mein altes Leben. Und dort hatte ich halt schon for real so einen Struggle gehabt von sollte ich jetzt aufhören und einfach alles über Bord schmeißen. Aber ich habe irgendwann die Kurve wieder gekratzt, gerade nach dem Swiss Influencer Award, und ich muss sagen, mittlerweile bin ich gar nicht irgendwie da am Überlegen aufzuhören. Es macht mir richtig Spass. Es ist einfach cool, euch mitzunehmen und ich merke schon, für mich ist es einfach richtig nice, so ein bisschen wie ein Tagebuch können haben. Das hat ja irgendwie nicht jeder. Also ich mache jede Woche irgendeinen Vlog, jeden Tag TikToks posten, Stories aufladen. Das kann ich dann alles mal so meinen Kindern zeigen. So, hey, da bin ich im Sprachaufenthalt gewesen. Weißt du, so, das finde ich so cool. Ja, das war die letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, gebt auch ein Like. Abonniert mich, ich sage das jedem Video. Aber wenn ihr meine Videos schaut und mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Es würde hure Sinn machen. Und sonst schreibt in die Kommentare, dass ihr das Video hure cool gefunden habt. Folgt mir auf TikTok, hört meinen Podcast, folgt mir auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter und auf OnlyFans. Tschüss! Alter, der Boden ist so unbequem. Weißt du, ich mache mich immer locker für meine Videos und sobald ich die Kamera anmache, sind sie auch schon wieder weg.